Goedemorgen, levenswaardig joy. Mijn naam is Kenneth Thiesbert. Ik vind het zo zwaar die hier vandaag morgens te zijn. Welkom thuis. En volle van jullie worden onze livestream kijken. Dankzij voor de gelegenheid dat we kunnen met jullie top op deze weg God loben en prijzen vandaag en zondag morgens. Ik wil gleich het eerste aanvangen met de bekendmerking. Wenn du die Plan hast, an Karten zu befreien, dann will ich die Motto sprechen, nehmen unsere Premarital Klausen. Diese Premarital Klausen die gehen für 8 Werke an und wir merken die an den Partner reut für das befriede Leben. Und hier bei Lebenswasser verlangen wir, dass du diese Klaus durchgehen darfst, wenn du wirst gleich auf einen von unseren Predigten betaugt drehen auf den Kastdag. So wenn du die Plan hast zu befreien, dann merkt die Motto, geh nur die Information durch und schreib die ab für Premarital Klausen. Ich will all die Jugendlichen wollen zu lohnen, dass nie Mädwerk wird der letzte Jugendabend sein, neben den nächsten Sommermonaten. Und so der Lebenswasser Jugendplan war da 3 zu kommen und August den 3. So mag ich dort Jugend kommt ruhig nie Mädwerk für den letzten Jugendgottesdienst nie für die Sommerzeit. Dieser abkommende Sonntag, jene den 26. habe ich einen ganz besonderen Sonntag geplant für die. Erstens morgens für uns Gottesdienst, wo wir hier einen Gastredner haben. Pastor Ruben Dick von Blumenau wird uns kommen und uns da mit der Botschaft. Die wirst du nicht vermissen. Und dann noch Sonntag ist so von Klock 6 bis Klock 8, weil wir die einladen, reinzukommen mit einer Gruppe Freunde, mit einer Familie, mit einer kleinen Gruppe. Und bringen die ihnen Onkas mit und dann werden wir gebeten auf uns Hof, das weiter genießen und uns Gruppen und Freunde und Gemeinschaft bieten, alle Taub uns Onkas hier am Hof merken. So bring die ihnen Fleisch mit, bring den Barbecue mit, bring den Discover mit oder den Churrasquero, bring die ihnen Trinkdich oder Sud mit. Wenn die sättig was mit, bring die Kost dort down oder wenn die einen Salt hast. Wo immer die was, zum gebeten auf uns Hof, gemütlich den Onkas rein merken, die was eingeladen zum dort bringen. Und dann Klock 8 ist wo wir hier einen Anbetungsabend haben, geleitet von unserem Lebenswasser-Anbetungsteam. Und dann nur den Anbetungsabend wird hier noch ein 4 Reihe gemerkt worden, so eine gute Gelegenheit für die, die eine Marshmallows mitbringen, die eine Starke mitbringen. Und dann wird bloß eine so gute Zeit sein, die wirst du nicht vermissen. Lud deine Freunde und Familie an, rüberzukommen von Sommer- und Anbetungsabend. Nu juni den 26. Klock 6 Uhr. Wenn du hier nie bist, wie Lebenswasser Quark, erstens wird ich die gleichen Willkommen zu haben. Merkt die hier ganz tüßig. Und zweitens wird ich die gleichen Leute zu lohnen und die haben ein Geschenk reingemerkt für die. Und für die ganze Familie. So nur den Gottesdienst, wenn du eine Information gehen willst, die wollen dir ein Geschenk, die geben ganz und sonst. Dankeschön für hier sein mit uns taub und Gott loben und preisen von der uns nach des Morgens. Das sind alle Bemerkungen für dieses Werk. Das nächste wird eine Zeit von Anbetung angehen. Guten Morgen, Kirk, wir wir abstehen, Gott loben und preisen für was heute tun haben. Heute erst dort wird, weil wir am loben. Ich hört mal in Hort, dort wird dort in der Sinn. Gebungen in die Strähnen, kraftloser Flug. Dann lang Himmel vom Krieg, nur meine Sonne. Halfe Lurkrofen, muss nie looten gut. Ich war nicht für jeden Tag, und niemals für jeden Tag. Ich wird tot in es sind die Leute, hört mich auf. Ich war nicht für jeden Tag. Von Sinn, die Hungring der Schuld, die ich nicht könnte tun. In dann nicht der Kraft, mein großen Sieg. Durch heute Kind, bei mir mich frei. Ich war nicht für jeden Tag, war niemals für jeden Tag. Ich wird tot in es sind die Leute, ich mich auf. Ich war nicht für jeden
Rom gaat de stroom, ik zing door naar hemel en waarhouning. Door luid in mijn hart wat voor mij ik zing, ik wou niet vergeten zijn. En nu 10.000 jaar, rom gaat de stroom, ik zing door naar hemel en waarhouning. Door luid in mijn hart wat voor mij ik zing, ik wou niet vergeten. Ik wou niet vergeten zijn, wou niemand vergeten zijn. En wie dood en is in die lijf juist niet aan. Ik wou niet vergeten zijn, ik wou niet vergeten zijn, wou niemand vergeten zijn. En wie dood en is in die lijf juist niet aan. Ik wou niet vergeten zijn. Dieses Dankeschön für was du deutst. Dankeschön, dass du hast jeden Tod gewonnen, du hast jeden Heil gewonnen. En dat die van jou leven is. Waar we arm zien om abheben. En hij leeft, hij overkomt den dood. En hij leeft van jou nach einmal, heeft betoeld voor ons. Zij dat grof, hoe hij lag. Zij de stein, waar je rolt. Op je stoelen, op je stoelen, Jezus leeft. Zij de heen, zij de fooi, vuil de wond en glij. Op je stoelen, Jezus leeft. Oh, Jezus leeft. Hij leeft. De kraft in ihr Kraft am. Hij is zalig für immer. Jesus lebt. Jede Kehren, der gefliegt. Jede Flieg, auf zu singen. Heute Wunder, Jesus lebt. Nimm die Freiheit, nimm die Leid, musst du sehen, gegen mit voll. Heute ist hier, du heute lebt. Heute lebt. Die Kraft in ihr Kraft am. Heißt herrlich für immer. Jesus, heil lebt. Die Kraft in ihr Kraft am. Heißt herrlich für immer. Jesus lebt. Jesus lebt. Den 21 Jahr, der in der Brot, wie sind für je. Dort wo ich immer geht, durch Team Blut und Nein, dort ist vor dich, dort ist vor dich. Die 29 Jahr, Leute in der Brot, die sind für je, die sind für je. Dort wo ich immer geht, durch Team Blut und Nein, dort ist vor dich, dort ist vor
Und hij leeft van jou en hij leidt ons en hij viert ons en hij is einfach bij ons. Dat is een Fuda, van jou dat we Fuda-dag celebrating. En hij is een Fuda te ons, God is een Fuda te ons, hij leidt ons. Hij leidt ons door goede tijden, door slechte tijden. En dan wo we zijn niemand alleen. Wenn we gaan de goede Fuda krijgt door bij ons. Ik heb een kleine dochter, 1 jaar oud. En een deel wanneer ik kon zeggen, zij vangt zich aan, een beetje amtlich te feiern. Zij gleich so ein Menschen, wo wir so lang mal Menschen sind, dann fangt sie an, sich ein bisschen tot zu schlüten. Und sie fängt an, sich amtlich zu feiern und fängt an, ein bisschen zu grunzen und traurig zu sein. Aber wenn ich dann aus Fuhrer bloß nehmen darf, ich hole meine Schaut und ich gebe ihr einen Hug. Das ist, wenn sie sich bei der Konsache feiern. Sie fühlt sich tief. Sie weiß, everything will be okay. Alles wird gut sein, wenn Daddy ist hier. Ich weiß nicht, wo die von der bist. Vielleicht fällt die dort nicht gut an dein Hut nicht. Aber kick die Raum dienen. Am den Jugend nicht gut kriegt in dieser Zeit. Dort regnet und du sind so viele Tickens von Gott seine Schein hätten. Dieser Werk, wir hatten einen Scheinregen. Wenn wir nicht die Dinge kicken, dann wird Gott das, dort ist wirklich auch so. Wenn Gott uns einen Hug geben wird und er sagt, ich bin hier. It's gonna be okay. Ich bin hier. Und die Tickens sind alle wegen Rahmens. So da wir am Loven im Präsen für die Tickens sind. Ganz durch meinen Lebensstil. In deine Trüheit, du besiegt mich. Starke Sturms kommen am Horn. In jeder Stunde, wo ich dann kriegst du. Ich sei die Tickens von deinen Scheine, über mein Leben, über mein Leben. Ich sei Erfüllung von den Versprechen, über mein Leben, über mein Leben. Halt mich nur denken, wann ich schwach sie. Angst kann kommen, doch Angst wird gut. Die letzten Wort gab's mir den Sinn. Die beste Kraft, in was so gern mal blieb. Ich sei die Tickets von den Scheinen, über mein Leben, über mein Leben. Ich sei Erfüllung von den Versprechen, über mein Leben, über mein Leben. Sei der Krieg, der Leute groß, die Tickets sind unteilbar. Ich zieh den durch den Blut, bloß wegen sie, oh Jesus. Sei der Krieg, der Leute groß, die Tickets sind unteilbar. Ich zieh den durch den Blut, bloß wegen sie, oh Jesus. Oh, ich sei die Tickets von deinen Scheinen, über mein Leben, über mein Leben. Ich sei Erfüllung von den Versprechen.
Bruder, wir haben nicht Angst, wegen wir können sagen, dass du bist hier und dass du bist bei uns. Dankeschön für bei uns sein, für bei uns bleiben. Und für die Tiekens, dass du gut bist. Dass deine Scheinheit uns hängen um uns.
ans Vater im Himmel, wir nahen die Vater. Stehen hier bis fertig und von der selber bist dankbar, dass wir die keine Vater nahen. Und wir sagen, wo groß du bist, wo gut du bist. Wir kicken all die Dinge, was dran uns sind und wir sagen, was du alle gemerkt hast, wie kann deine Kraft sein, wie kann der Fall. Und manchmal fehlt uns so klein. Und von der Seite hier, wir sagen, Dankeschön, 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 Vater, dass wir die keine Vater nahen, du nennst uns den Kind, du bist uns gut, wir können eine Gemeinschaft haben mit dir, wir können mit dir vertrauen, und du bist uns Vater. Dankeschön dafür, wir loben dich, wir preisen dich. Amen. Wir wollen uns Vater eine Hand geben. Thank you, Jesus. Halleluja. Hey, ich kann Ihnen Doel sagen, mir freut es so sehr, dass Sie hier sind. Welcome. Welcome alle zu diesem Service. All die, die online sind, die uns kicken, vielleicht in diese Gegend, oder vielleicht wieder auf, wo immer ihr seid. Dankeschön für, was mit uns top sein online. Und mit uns kann diesen zwei top down. Von der haben wir einen besonderen Tag, das ist der Vaterstag. Und so Frauen, Vaterstag, zu Ihnen alle. Happy Father's Day. Es ist so gut, dass ihr hier seid. Met ons op deze dag 4. Lothar en dan, wanneer je eruit gaat in de Fairlife, dat zijn kleine Coca-Cola's voor al jullie dads. En een kleine lusje met chips, Cheetos. En wanneer jullie niet willen, holt je dat wijn. Jullie kinderen worden opeten, of jullie grootkinderen. Maar anyway, dat is voor jullie dads. Vandaar willen we hier een beetje wat bijzonders doen. En we willen voor jullie dads beden, of een beetje zijn beden, over jullie alle. En ik heb Peter Wall gevraagd dat hij dat wat komt doen. Hij is mijn vriend, kom naar Peter. En over de laatste tijd heb ik iedere maal met hem koffie gedronken. En ik heb met hem gegeten. En ik heb met hem verteld en hem kennengelernt. Zijn goede vriend geworden. En een ding wat mij zeer interessant is, wanneer ik met hem kom, wanneer we een beetje reden van wat is die wichtig, wo zijn die priorities, die prioriteiten in die leven. Dan zegt hij maar zijn familie, ihre familie. So Peter en Lydia hebben 5 kleine kinderen. En dan zei hij op met ihre kinderen optrekken. Ze weten wat het is, een vader zijn en de mama zijn. En op hij is vandaag hier om bloos jullie dads een zin metgeven. Wel, voor mij is het een grote verrecht kan een vader zijn. Ik kan met waarheid zeggen dat is een ding wat al veel zin gebracht in mijn leven. Dat is ook een verrecht dat ik hier kon met jullie op zijn en een beetje van mijn ervaringen metdelen en ook van God zijn woord metdelen. En dat is mijn verlangen dat die waren besmuit voeten en dat die waren opgebied worden door de. En dat zijn, dat is niet helemaal einfach gezegd. Voor mij is dat something dat ook veel aanstrengung. Dat neemt veel tijd. Dat is einfach dat ik was met vliet ploen. Dat is something wat veel lijfbrug, veel geduld. Dat is einfach dat er wat handen geeft zijn. Maar dat weet je al. We willen van deze morgen kort kijken wat God zijn woord zegt. En ook een klein beetje dat we kunnen zijn wat ons vader zijn hart is. Dessen tijd maar je nemen. Ik wil lezen Psalm 127 van vers 1 tot vers 4. Deze zegt staat, wo de Herr nicht dat huis biedt, arbeiten die vergeefs die erom buren. Wo de Herr nicht über die Stadt werkt, werken die Wächter vergeefs. Dort helpt je nicht tätig abstehen, lange der arbeiten, laat dol zaten en je brood met zorgen eten, wils die zien je, jeft hij dort, wenn zij ook schlupen. Kinder sind ein Segen vom Herrn, Kinder sind ein Geschenk von ihm. So ist Pfeil in ein starken Krieger seine Hand, so sind Sehens für einen jungen Vater. Erstens will ich nicht aufmerksam merken, ab Vers 3, ab was das zu sagen hat. Dort Kinder, dort Familie, dort Vater sein, dort Dad sein, dort ist Gott seine Idee. Dort ist Part von Gott sein Plan. Und gerade wenn dort Gott sein Plan ist, dann können wir auch sicher sein, dass wenn die Circumstances, wenn die Lehre nicht immer einfach sind, aber dass Gott dann einen Weg schaffen, dass die Dinge können reich uitkommen, dass die Dinge können fein uitvallen für uns. Zweitens, in Vers 1 und in Vers 2, du hast eine große Versprechung. Uns himmlischer Vater, der hat ein Verlangen, uns Haus zu bauen. Gott, der will unsere Familie bauen.
waar we am aanloden, waar we am loten dit doen. Lydia en ik, we beten veelmals voor onze familie. We beten dat God ons wat wijsheid geven, dat Hij ons wat aanzicht geven. Dat Hij ons was einfach wat helpen, onze kinderen te verstaan. Dat Hij ons wat helpen, dit recht te leven. Dit recht te beleren, bloß einfach dit recht optragen. Aber in all dit beten we immer, dat God onze arbeid, dat God onze Anstrengung bis wat sehnen. Und dat God bloß einfach dort wat doen, wat wir nicht können. Bloß einfach, dass die Dinge worden reich uitkomen. Wir haben al gesagt, wir Kinder haben, wir eine Familie haben. Und eben bis wir dort sind, wir dort als Part von Gott sein Plan. Und wir wissen dort, dass alles, was Gott wichtig ist, alles, was Gott will haben, du sagst, die Feind, wo er dort kann verdorben, oder wo er dort kann nicht bringen. Und keiner weiß das besser, als die Moms, die hier von dir sind, die in ihrer Familie, in ihr Heim, die Rolle vom Vater auch machen fallen. Für die Moms würde ich was wollen sein, dass wir stehen mit ihnen. Jene Arbeit, jene Anstrengung, der ist nicht vergebens. Und diese Versprechungen, die wir kennen, in Psalm 127, die sind für ihn und für jene Kinder von diesem Tag auch durch, dass jeder kann auf dich stehen, dass jede Versprechungen bis kann claim für jene Familie. In Großpapas, die sind noch nicht fertig. Die haben noch eine Rolle zu spielen. Die sind wertvoll, die haben noch viel zu bieten. Die haben Erfahrungen, die haben Weisheit, die haben Dinge belebt, was die jüngere Führer noch nicht haben. Die Erfahrungen, die die all gehabt haben, die können an zum Sehen sein. Ich spreche im Auto, dass die wir in jüngere Führer schwingen, dass die wir in Mut merken, dass die wir in Leben reden über ihn. Und das hier am Screen, das ist ein Bild von meinem Großpapa. Dat zal some jaar 3 afgenomen, wo meine Älteste mir alles noch jung waren. Mein Großpapa ist nur gestorben, about ein Jahr 3, wird ein Jahr 3. Aber mir denkt es da auch noch fein. Kann mich noch krank besehen, dass wir entschlossen uns, wir wollen ihn vorhin besiegen. Meine Großmama und Großpapa waren alle an ihre Gesundheit will nicht mal so gut. Wir wollen Betit nehmen durch Hand fahren. Und die wollten, dass es dann fertig ist, einer braucht die Kinder zu beschwächen, dass die sollen fein still sein und fein satten und so steht nicht. Und mein Großpapa, er mag das, aber haben sie eine beste Anstrengung, dass er nicht immer noch, die fangen mit an Leute zu werden und mit Raum zu ran, wild zu werden. Und über dem wir entschlossen uns, bis wir in Haus fahren, wir haben ein bisschen gewasst. Und als wir reut waren zum Verloten, dann sieht mein Großpapa ein bisschen interessant denken. Er sagt, in der Zeit, wo du nu bist, dat weer ganz wertvollste Zeit im Leben. Bis eine Zeit mit junger Familie. Und heute vertelt, bis wir heute nicht die Zeit bang, von uns heute gewasst wird. Und mir wird etwas interessant, mir wird es wertvoll, dass ich vor der Hand mit den Gedanken, dass ich will auch Mut merken und ich verleute über an dem, dass er mich hat Mut gemerkt. Ich würde leichen mit den Typ zu beten. Ich würde freuen, dass die werden abstehen. Wir wollen von der bis einfach für unsere Dads beten, für all die Dads, die hier sind, für all die Lehrer im Heim. Wir wollen bis einfach Gott freuen, dass er einfach halten mit der Abruf, bis einfach, dass er einfach sehen. Ich würde freuen, dass die werden die Heim ausstrahlen im Himmel. Vater, wir danken dir für den Plan. Vater, wir danken dir, dass wir ein gutes Vorbild haben in dir. Danke, Herr, dass Familie, dass Vater sein, dass dir das wichtig ist. Wir beten bis für jeder Dad hier von der Marius. Jesus, wir beten bis, dass du den versehnen, wir beten bis, dass du den beschützen. Und Jesus, wir beten bis für seine Lehren, wo die Vater vielleicht nicht die Kinder erhalten haben. Herr, ich bete bis, dass du die Sachen nicht verstracht stellen, dass du die verstracht werden. Jesus, ich bete bloß, dass all die Vater hier, gib dir viel Weisheit. Ich bete, wirst du ein paar segnen mit ihrer Familie, segnen mit ihrer Arbeit,
met ihre Wirtschaft, wat immer sie doen, help ihnen te verzorgen für ihr Haus. Ich bete, Herr, dass du die Fuhrers, dass jeder Tag die Mut geben, help ihnen bloß, eine Generation von Kindern abzutragen, was die wollen tun, was die wollen gleichen. Und was noch viel wollen tun für den Reich. Herr, ich bete, dass du den Segen auf jeder Tag, in deinem Namen. Amen. Amen. Dankeschön, Peter. Ich kann Ihnen Doel sagen. Nächste haben wir noch ein besonderes Lied für Ihnen Dads. Und das sind die Jungs, die hier sind, die wollen das Lied spielen. Wer gleicht alle Country Music? Ja, alright. Und so, sie wollen Country Lied singen. Es ist ein von George Strait, seine Lieder. Es ist ein Lied, was er sagt, den Vater seine Lied, was nicht abhielt. Basically, was das Lied sagt, ist, das ist ein Lied, was der Vater angegeben hat und das er schon gesehen hat. Ja, für den Lied wieder und die Dinge, was er gelehrt hat. Und dann zuletzt singen sie noch, so, er träumt und er kämpft am Himmel. Er sagt, er kann nicht im Himmel nehmen, er hat keine schlechten Dinge getan. Und dann, als der Vater seine Lied dann sagt, der Lied, der riecht du ever, dass du im Himmel nehmen kannst. Aber hier ist ein Lied für ihn, Dads. I got sent home from school one day with a shiner on my eye. Fighting was against the rules, it didn't matter why. When Dad got home, I told that story just like I'd rehearsed. Then stood there on those trembling knees and waited for the word. And he said, let me tell you a secret about Father's love. The secret that my daddy said was just between us. Said daddies don't just love their children every now and then. It's a love without end, amen. It's a love without end, amen. When I became a father in the spring of '81, there was no doubt that stubborn boy was just like my father's son. And when I thought my patience had been tested to the end, I took my daddy's secret and I passed it on to him. And I said, let me tell you a secret about a father's love. A secret that my daddy said was just between us. Said daddies don't just love their children every now and then. It's a love without end, amen. It's a love without end, amen. Last night I dreamed I died and stood outside those pearly gates, when suddenly I realized there must be some mistake. If they knew half the things I've done, they'll never let me in. Then somewhere from the other side, I heard these words again. And they said, let me tell you a secret about a father's love. A secret that my daddy said was just between us. Said daddies don't just love their children every now and then. It's a love without end, amen. It's a love without end, amen. Right. So wer gleicht alle Country Music? Okay, so meestal zei Eva 40, der wordt daar heen abgehoven. So. Ja, ik gleich dat ook. So, gouda Vadersdag für uns alle. Wir waren in de boodschap nagegaan en dat is die boodschap wo ik bijna zie in Jezus Sien Nomen. Ik wil dus zeggen dat nächste zondag komt Ruben Dick her van Blumenau. Dat is een gouda vriend te mij. En hij wordt ook in deze zaalserie boodschap bijna blijven. En zijn timer nächste week als bed voor anderen. En bloß wat dat meint voor de nächsten te beden. En de schijngoende baan, de zingende baan van voor de nächsten te beden.
Und so, wir sind in Jesus Sien Nomen, das ist die von Botschaften. Bevor wir in diese Botschaften angehen, Janke, mir bloß das Nummer zu wiesen, das ist unsere Gebetslinie hier von der Kirche. Und ich würde Ihnen verraten, nehmt das, dat in Ihnen Fall nehmen, das Nummer da nehmen, das habe ich für Ihnen getan. Das habe ich gemerkt, dass hier eine Linie ist, wo ich kann von den Tagen nach, wenn einmal Ihnen das fehlt. Und so, wir haben das für unsere Kirche getan, für unsere Umgehung getan, für das ganze Land, wo immer deutschredende Menschen sind. Und so, ich will Ihnen sagen, wenn ihr das Nummer findet, ihr braucht nicht wundern, wo das alle hingehen und wer alle von dort redet. Das ist nur eine Person, diese Person ist mein Leben, er schafft in der Office. Und ich darf das eben sein, ich gehe noch mal ein bisschen Frauen, wie viele Jamadas kommen dann an, sind das von unserer Kirche, ist das von unserer Gegend, von dem Land, aber ich frage nicht nur die Dinge, ich kann mit anbereden, wenn das einmal was ist, was dort groß ist, was mir fehlt zu weiten, dann wird er mir das sein. Und so gestern rede ich mit ihm, ich fand ihn ab und wir reden top, und Charakterumfang bet er für mich, für meinen Hals, dass ich von der gerne, für meine Gesundheit, dass ich gerne von der hier reden. Und so er sieht mir laatst, er hat vor einem Gebet, und er hat am Wache vor, und er hat noch Gebet gefragt, aber die Person hat geglaubt, dass er wird zu wem sein, und dann vielleicht Lothar wurde noch mal noch einen anderen gesagt, und dann der wird dort sein, und dann er dem wird in einer Gebetsstufe vielleicht gebet. Und dann hat er gesagt, no, ich krieg nur für die Gebet, das ist der Schaff. Und so dann hat der Mann gesagt, na, was soll ich dann tun? Soll ich besiegt im Weich vor, soll ich Stall holen? Und Myron hat gesagt, hol die Übles auf, hol die Hänge um Stier, und ich will beten. Und so das, was er tut. Und das ist die Gebetslinie Schaff. Und so das ist nicht, wann uns was Gebet fehlt, uns fehlt alle Gebet, und sieht nicht bleibt, dass die kann bis hostig noch Gebet frau, was immer in ihrem Leben durchgehen. So von der will ich reden von Wuarom Lenja Bäden. Wenn wir keine Ändernis sein, wir sind nicht ein Ändernis, das ändert nicht, und Wuarom danach Lenja Bäden. Und der Antwort ist, wenn du hast Kraft in Gebet, und Gott hat uns Kraft gegeben durch den Heiligen Geist, hat uns durch den Heiligen Geist die Kraft erst an uns, und dort wollen wir sollen bleiben beten. Ich habe hier ein paar Frauen, und ein ist für Sonntag, dann kicken wir dann an, wie früher, und erst Gott allmächtig, hat für alle Kraft. Und wie seht ihr, der hat das Wort, das sagt, er ist allmächtig. So dort haben wir dann auch klar. Und so die andere Frau ist, muss wir nur Gott beten, dass er die Kraft in uns loslässt, dass er seine Kraft kann durch uns schaffen. Noch nicht beantworten, denkt ihr bis Eva. Muss wir dann beten, dass seine Kraft kann durch uns schaffen. Aber die andere Frau ist, muss wir lang genug mit Gott bodern und am Plauen, dass er über dem was sagt, okay, nu will ich die über dem mal beantworten. Erst dort das Ding, some Menschen glauben das ist nicht. Erst dort, wie versuchen Gott irgendwas mit irgendwelchen Dingen zu bereden. Ich glaube, was wir noch einmal tun, ist, wie sagen zu Gott, wenn du mir das gebet, was hier, dann will ich das und das und das und diese Dinge will ich alle tun, wenn du mir was das geben. Und wir versuchen ihm zu bereden. Und vielleicht hat Gott all gesagt, nee, und wir gehen dann, haben wir gesagt, weißt du jetzt, nee, bei meinen Freunden das, in Oberstern, was kann ich nicht. Meistens Kinder. Und so, erst dort, dass wir machen schlimm, no, das ist doch nicht. Braucht das dann eine gewisse Mut von Gebet für gewisse Dinge in uns Leben? Weil wir sagen, das was Großes passiert, oder was Großes auch, müssen wir dann im Teil beten. Wie viel müssen wir beten? Und die andere Frage ist, verdienen wir unsere Antworten? So werden wir mal ein klein bisschen von diesen Dingen reden. Wir haben bis zu gucken, dass wir haben eine Kraft, was Gott uns hat, was wir brauchen können. Und das können wir brauchen durch Gebet, wenn wir mit ihm reden. So, wir haben hier in Lukas ein paar Verse zu lesen. Und ich will Ihnen dort schenken, was mein Vater Ihnen versprochen hat, aber bleibt in Jerusalem, bis die Kraft von boven über Ihnen kommen wird. Und so, er redet hier von den Heiligen Geist. Das ist die Kraft, was er uns will geben, das ist, was er sagt. Und noch ein Vers mehr, eine Apostelgeschichte, aber wenn ihr den Heiligen Geist über Ihnen kommen wird, wollt ihr Kraft kriegen. Wir wollen Kraft kriegen. Und ihr wollt meine Zeugen sein in Jerusalem und über die ganze Welt. So, das ist die Kraft, was er uns hat gegeben. Und so, dort wollen wir sollen bleiben beten. Und die Frau ist dann vielleicht, well, wieso das Gott dann nicht? Noch ein Vers mehr, und ich weiß, ist, Jesus und Christus seine Leib kennenlernen, der geht viel wieder, als wir verabfolgen oder verstehen können. So, dass die Fallens und ganz haben möchten, was Gott für uns hat. Mir ist es interessant, dass der Heilige Geist dort zweimal braucht. Erstens ganz Fall, dann noch ganz. Wieso sagt er nicht bloß alles? Aber ich glaube, er hat das sein Bein geschrieben, das Fallens, das ganz, das, was er will für uns. Und dann sagt er, dem, der durch seine Kraft viel mehr in uns tun kann, ist, was wir denken oder verstehen können,
den trifft alle ihr. Und so hij sagt, Gott, der kann das dann, und hij will das durch uns schaffen. So dann die Frau ist, wenn Gott allmächtig ist, und er hat uns diese Kraft gegeben, durch den Heiligen Geist, wieso passiert die Dinge da nicht? Und ich glaube, was dann noch manchmal passiert ist, Gott seine unbegrenzte Kraft, der ist begrenzt, wenn uns Gebetsleben, oder wenn unsere Gebete. Er kann nicht durch uns schaffen, wenn wir nicht nur Frauen, oder wenn wir nicht genug Glauben haben, seine unbegrenzte Kraft ist begrenzt, wenn unsere Gebete. Aber er will haben, dass es soll durch uns durchschellen. Er will haben, dass diese Kraft soll zu sein. Jesus, der braucht ein Beispiel, und er sagt dort, wenn der Heilige Geist ist, was kommt, dann war durch ihn rewasch das Leben, das wird durch ihn durchschellen. Rewasch. Nicht eine Krieg. Ich nenne das eine Krieg. Die weiß vielleicht nicht, was das ist. Aber eine Krieg ist ein kleines Strömchen, wo es ein klein bisschen so Wutter gleich hat. Und ich weiß nicht, was jeder hier genannt, aber ein Krieg würde dann vielleicht sein. Aber anyway, er sagt nicht, bis eine kleine Krieg. Das ist ein River. Nicht ein River, er sagt Rivers. Rivers, wo irgendwie durchschellen. Wo Leben jetzt Wutter wird zurückkommen. Und so, wieso das da nicht? Hier ist das, und Johannes sagt, dass letzten Tag ab den Fast stand Jesus ab en roep luid. We hebben hier een beetje ontdekt, en dat is een versloot waar dat terugkomt. En hij roept luid uit en dan zegt hij, wer durstig is, dem lood ik aan naar mij te komen en te drinken. Wer aan mij gelooft, zoals de schrift zegt, uit den zijn banner staat waar levende waterstroom ran. Hij die door met op den Heiligen Geest gaan, die dan nog niet, die aan arm geloven nog herkriegen soll. So wat hij gezegd is, nu is hij nog hier, wanneer hij is wat weg zijn, wat de Heilige Geest komt. En dort is hij, wanneer hij is wat verherrlicht zijn, waar je den Heilige Geest krijgt. En wanneer je den eerst wordt krijgen, dan wordt der das Leben het water der gaan. Meine Frau is, was dat niet? Dat. Meine Frau is, hast du die Hand op den Kron en hältst den Kron touw, dat het water niet schelen kan met die Gebetsleven? Ik denk zo, dat ik geloof, dat we gaan meer geloven op onze heiter waterkron in ons huis, is op een gebed. En we draaien den Kron op en dat scheelt en veel is helemaal koud en we luren. Ik deed laatst in onze wasstoel, we hebben hier bij de wasmachine hebben een paar krons en ik draaide weer eenmaal bed op en dan moet veel zijn, zo einer wat warmer wordt. Eenmaal kan ik veel, de arme mens valt, oh, dat is de heiter. We gaan geloven dat wat over dem komt, weet je niet van hoe lang dat wat dir, weet niet, wie ons dat huis heeft. Maar wanneer we beden, hebben we bed, passiert niks, veel is koud, draaien we den Kron touw. Ik zei, we den Kron mal opdraaien, luurbaar dat wat de heit is, dat God schaffen kann, dat Leben gestroomd wordt, waar durch ons der scheel. Dat is wat Jezus zegt. En zo deze Geschichte hier, wat hij hiervan vertelt, en den laatste en den laatste dag, de Israëlieten hadden alle hand vasten, wat die vierden, zijn niet alle te verstaan, dat is ook een van dat. Maar die hadden 8 dagen vast, wat ze vierden, en dan beten zij voor levend water. Dat levend water wordt komen. Da wir je prophezeit in Zacharia, Kapitel 14, dat Gott sagt, uit Jerusalem wordt levend water uitscheel. Moses der had een stokje en een stein geslagen, dat geen water uit in zijn naam, dat het levend water. Zo zij kwamen hier top voor 8 dagen, en zo zij beden door verein, alle hun amoralische dingen gingen daar aan, mijn verlevend water, en ze hadden amoralische leven, dat weer een beetje groter show. Aber dann sagt er, den letzten Tag, Jesus, der kommt auch nach der Show, nach diesem ganzen Fast, den letzten und den letzten Tag, Verse anfangen zu beten, dann sagt er, ich sehe die Antwort zu jenen Gebeten. Die kommen einmal topen beten, sei, dass die beten für Leben, das wird dann. Dann sagt er, das ist falsch. Wem der durstig, den lade ich gern, komm zu mir, ich will ihnen Leben, das wird er geben. Das ist, was das so meint. Und so, er will haben, dass wir selbst noch ankommen, en dat leven je wordt aannemen, dat zal derg ons derg scheel. En dan, hij merkt dat een statement en hij zegt, derg waar rivers scheel. Derg wat dat derg scheel. En zo, waar we zo'n denken, hij zegt, hij wil ons kracht geven, kracht wat we niet verstaan kunnen en niet kan dat dus niet bevoeden, met woord weg, kan dat niet verstaan. En dat is die kracht wat de derg ons derg scheelt. En zo, mijn vrouw is dan aan die, hoeveel water scheelt uit die hart uit? Hoeveel leven het water scheelt uit die hart uit? Als het dus een kleine kerk wat de mensen uitgedreigd is, wenn hij zegt, je wordt de kracht krijgen, en wanneer je deze kracht wordt krijgen van den Heiligen Geest,
dan wordt het leven, het wordt daar en daar scheel. En mensen rammen, wordt dat antwoord en je wordt dat antwoord. So dat is de vrouw. Het andere ding is, wanneer we denken, Wuarom Lenja Bäden. Ik dacht aan Daniel, de geschichte is ons alle bekend, Daniel 10. Als Daniel dit hier terug voor 3 weken, en die 3 weken eet ik geen falsch in je maaltijd, geen vlees, geen wijn, en ik gebruik ook geen oil aan mijn huid. Wat hij zegt is, ik kreeg een slechte nodig, weet de geschichte, en dan gaat hij, dan beet hij. Voor 3 weken, voor 21 dagen. Hij beet en hij vast, hij neemt geen maaltijd niet aan, en hij zegt dat hij boet zich niet, weet niet wat zo niet. Maar dan is de nächste vers, hier is het beschreven, waar een engel zit, en de engel wordt naar hem komt. En met de antwoord naar hem komt voor dat gebed wat hij gebed heeft. Je kunt dat zelfs even lezen, het is interessant, de engel wat er komt. Maar dan heeft hij zeer angst, hij valt op eer aan, hij zegt dat hij vloot dat. En dan zegt de engel, dus dat de engel zegt, hij zegt, dat is de engel, angst die niet, Daniel. Van den eerste dagen, als du die bemeest, dat die te verstaan voor God, te duimut, en duimut in Duits, was du geheerd en ik kwam bij dien gebed. Dus wanneer ik dat hier, ik kwam bij dien gebed, kwam ik rauf. Maar voor 21 dagen, wie de schutzengel van Perserik jeen me. Dit is de wijze engel, dat is een duivel zijn engel. En die kwam jeen aan, zegt hij. Dan kwam Michael, einer van de bovenste schutzengel. Dat is van God zijn engel, de kriegsengel. Die kwam en helpt me. Ik leid hem door in den kampf met den schutzengel van Perserik. En ik kon dan naar die komen. So, ik geloof mij eenmaal, wanneer we beten, hebben we gebed, dat passiert niks niet. En dan hier we op. En zo, wat we moeten verstaan kunnen, is van den onzichtbare krieg. In de hemelwereld, daar je een krieg aan tussen de wijze jester en de gouden jester. En ik dacht dat is werk even. Ik geloof besonders wanneer we om grote dingen vrouwen en God vrouwen om grote hindernissen in ons leven en de engel die kan dat zijn. En dat kan dat zijn, de duivel kan het zijn. Dit wordt een grote onderscheid merken, want dit wordt beantwoord worden. Die worden heen komen. Maar het gouden ding is, wanneer we blijven bij beden, dan komen we daar. So we hebben niet op hier met beden, bloos wanneer het nog niet voorts passiert is. Dat is wat Daniel deed. Ik geloof, je hebt vielleicht alle deze geschichten ook gehoord in Offenbarung, wo dat redt van deze kampjes, wat de val de gebeden zijn van de heilige. Ik lees dat deze week nog waar Eva. Mir hat dat hier met jullie op Eva te gaan, en mij weer dat nog van een ander beeld zeer interessant wat ik daar zag. In Offenbarung 5, want je kan het redden hastig gaan. En als hij, dat is Jezus, dat genomen had vallen de feiertieren en de 24 oudsten voor dat lam doel. Die hielden jeder een hoop en een goldene kam vol wierook en in de hand wo de heilige gebeden waren weer. Dat is wanneer ze gebeden gaan gaan. We denken vielleicht manchmal, die gaan bloß wat ombeen. Nou, die gaan wat im Himmel, wat in deze kam nemen. En dan, ja, een klein beetje weer in kapitel 8, ga ik een paar meer erfahren. En dat is dat lam, dat zevende ziegel zeil opgemerkt wordt im Himmel, weer ongeveer een halve stunde ganz stil. En zo, een prediger zei, dit is wie hij gelooft dat er keine vrije is, wo im Himmel zijn, weer een halve stunde ganz stil geweest. Maar dat is een beetje spoos. Ik geloof, we waren alle im Himmel zijn, maar hier weer de vrije is ook alle stil. En zo, en ik zag dat de 7 engel, die voor God zijn troon stonden, 7 trompeten gegeven worden. Dan kwam een andere engel met een goldene kam en stond voor den opvaarders. Dem wordt veel wierook gegeven met de heilige gebeden. Op den gold betrokkenen opvaarders voor den troon te offeren. En de rook van dat wierook, dat is beschijnend gerook, dat is wat de schijnrijk in dat gerook geeft, ging met de heilige gebeden, took uit den engel zijn hand, naar voor God, die komen ganz bij God. En dan, hier heeft dus engel een interessante arbeid. En dan nam de engel, die kwam en velde met dat 4, nam 4 en dat hij bij de gebeden daarbij, bij den opvaarders en smijt dat op de eer, dan rummelt het en kracht het en de blitzstrool en de eer, die beeft. Dat is hoe ik would zeggen, waar we nog langer beden. We hebben niet op hier met beden. Dus wie viele vielleicht die zijn beschreven om been wo die gaan. Die gaan ganz bad voor God zijn troon. En kan je een voorstel met die gebeden wat du gebed hast. Niet één gebed, wo ik 25 verred, van red. Dit ene gebed wo je van antwoord los.
wo würde es sein, wenn wir würden bloß bleiben beim Beten und Gott, der Engel würde mit 4 ab der Antworten ab und die würde draufkommen, nur die, dass der beim sein, irgendwas ist passiert hier. Meine Gebet ist erhört. Und so werden wir bleiben in Jesus Sien Nomen beten. Wir werden nicht abhören. Wir werden nicht abhören mit beten, even wenn wir auch nicht von der all diese Dinge können sein, wo wir noch fragen. Und wir haben alle, glaube ich, ein paar Dinge, wo wir sagen, wo wir verbeten, wenn ich das kann sein. Meine Frau ist, wofür ist der kommen? Für das, was du beten ist. Für deine Familie, für deine Gesundheit, für dein Geschäft, für deine nächste Stopp in dein Leben. Wofür ist du alle in der kommen? Ich weiß nicht, wie groß die sind, aber was stellst du dir vor? Wenn du das willst gerne sein von der, du kannst von der kommt jetzt sein. Wofür hast du beten? Wofür hast du beten, dass du Gebet hast? Hast du Gebet, das ging nicht durch, das wurde wie kalt, der Antwort, der kommt nicht, hab nicht, hab abgehört. Ich will dir merken, dass wir nicht abhören mit beten, wenn wir auch nicht von der kriegen, der Antwort sein. Wenn es von der Vorderstag ist, ich habe mein klein bisschen mein Vater zu ehren. Mein Dad ist vor 4,5 Jahren gestorben. Und mein Dad, wie ein Vater, der viel betet, der betet viel für uns als Familie. Ich habe ihm das vertalt. Und er betet immer in Englisch, er betet in King James Version, wenn ihr da weiter von was ich rede. Und so, wir haben es auch gelernt, auf Englisch beten. Und mir denkt dann, als ich das erste Mal anfangen auf Deutsch zu beten, ich dachte, dass Gott, der kann mich auch hier, ich dachte, das muss auf Englisch sein. Aber ist der Bet, ich bin noch mal ein ganz kleiner Junge, dann checkte ich noch manchmal mit 1 Uhr auf, nach der zu sein, mit wem er redet, wenn mir fällt ich das so, dass er weiß, oder er kann den. Mir fällt sich so, er kann die Person, mit wem er redet. Und er died. Mein Dad hat für viele Dinge gebetet. Und das eine Ding, weil ich hier ein klein bisschen von reden, was er nicht hat sein. Und so, mein Dad, der wir adopt, der wir weggegeben von seiner Mom, ist ein ganz kleines Baby, wir waren am weggegeben in Kanada. In Winnipeg haben wir ein paar Jahre alt, ist am Anfang. Und bei einem Hospital, wo seine Mama hat angebracht. Und an seine kleine Tag hat die Mama einen Brief geschrieben, nimmt am Namen, sie können sich nicht am kümmern. Und so dann geben sie ihm ein Geburtsdatum und geben ihm einen Namen. Und so das wird er sein Leben sich dort anfangen. Dann trug er mit seinen Eltern nach Mexiko, er ist 17 Jahre alt war. Und für viele Jahre hat er sehr gesagt nach seiner Familie. Aber hier ist er ein ganz kleines Baby war, da wir ein Jakob Ukernelsen. Und die Lieder haben keine Kinder. Und so die haben angegeben, dass sie wollen sich in eine kleine Mial adopten. Und auf einmal kriegen sie Nachricht, dass nu können sie kommen, diese kleine Mial holen. Und so Großpapa, der fährt dann ein kleines Baby holen mit ihrer Kirchentaub. Ich weiß nicht, wo so Großmama nicht erst gefahren. Aber anyway, der fährt das kleine Baby dann holen. Und dann ist er da, wie der Kinderheim ist, dann sieht er, das ein kleiner Junge da. Und dann fragt er, was ist mit diesem kleinen Jungen? Und dann sagen sie da, weil der ist auch angekommen, der ist auch ab für Adoption. Und dann fragt er, kann ich dort hier so bloß umtischen? Und dann sagen sie, ja, du kannst. So, er nimmt den kleinen Jungen mit nach Hause und die Großmama hat einen Surprise und dann hat sie einen kleinen Jungen. Das war, der hat sein Leben angefangen. Ich sage manchmal, dort ist, wenn wir hier sind, wenn der wird adoptiert in eine mennonitische Cornelsen-Family nahen, und dort, wenn wir hier so sind. Und so das ist interessant, wo Gott geführt hat. Für viele Jahre hat er gesagt, in den 1000 Jahren, um seinen Vater zu finden, hat seine Familie zu finden, und viel gereist und betont und an TV warst in Kanada und so weiter. Keinmal kann er seine Familie finden. In der letzten Zeit, bevor er starb, dann gab er some Papiere und all die Dinge, die er hat geresearched, alle große Pakete mit Papier, gab er some noch meine Schwester. Und er sagt, ich glaube, dass, wenn er weg sein, Gott wird nach sein Gebet antworten. Und er sagt, die werden noch finden. Ich glaube ganz, dass die werden finden. Wie ist der noch lebt, dass wir auch einen DNA-Test, aber die DNA, die schafft keinmal, können nicht was finden mit dort. Ungefähr ein Jahr trägt, nicht ganz ein Jahr trägt, fangen wir mein Dad seine Freundschaft in Ireland. Und some von meinen Schwestern sind all hingefahren, hat er da getroffen. Dann lebt Dad sein Bruder da noch, hat Dad seinen Bruder da getroffen.
und some von der Familie da getroffen. Sehr feine, abnehmende Familie, sehr leiftolle Familie. Meine Schwester, ich fand der gestern und gesagt, ich will hier ein bisschen das vertellen. Und ich frage, was weiß noch von der? Und dann sagt sie, dass der hat gesagt, dass nicht bloß hat er immer für uns Kinder alle gebet, für die letzte Zeit, was er hat mit ihm geredet. Der hat gesagt, dass Mess kriegt jeder Tag. Und für Jahre hat er gebet für seinen Vater und für seine Brüder und für seine Geschwister, all die, was er nicht mal kann, dass die wurde Jesus fängt. Und so, das wird interessant, dass die Familie dort fängt in Ireland und mit den Kindern zu lernen und wo die leben. Aber sehr interessant ist es, wenn wir das ganze Bild bechecken, wo Gott geführt hat und wo er Gebete erhört hat. Ich weiß von der hier nicht, wo wenn Gott nicht dort erhört hat für der. Am wo das nicht rater fragt, er gibt es mir. Für der hat, wenn ich something habe, Gott vergeholt, hat gesagt, dass er besser ist, dass er nicht ist. Aber was ich will sagen, ist, dass er hat gebeten, die Gebete sind geantwortet, even für uns als Familie. Was das sehr wertvoll ist, even für uns. Und so, ich will dir etwas merken, dass ihr nicht ab hier mit beten, wenn ihr nicht fühlt, all die Results sein. Der hat sein Vater, der wie ein junger Mann in Ireland, und der wird Krieg in das Land, und der Krieg, und da sehr viele Menschen haben sie umgebracht. Und even an der Goude sieht, dass wir ein Civil War von in das Land, und sehen alle Jungs sind die Dutzende, was sie haben am River geführt und die alle durchgeschossen. Und der hat sein Vater, den wird im Jail angestoppt. Und wie früher die Freundschaft war so, sie wisst ihr gar nicht. Da hat er gesagt, die paar Jungs kann ich im Jail nehmen. Und so mein Dad, sein Vater, den sein Freund, der ist im Jail nehmen. Und dann der Papa, der Urgroßpapa, und meine Urgroßpapen, die wollten durch den Jail raus haben und dann nach Kanada schicken, dass die safe sein, wenn wir zu viel Arbeit in Jan Land. Aber dem können sie den durch den Jail rauskriegen. Und dann hat er ein Ticket gekauft, dass die soll am Schiff mitfahren nach Kanada, dass die soll safe sein. Und dann kauft er sich noch mit Kleidern, und der hat sich schäven und so was. Mein Dad, sein Vater. Und dann ist er lot bei dem Schiff. Und dann ist das Schiff weg, dann hat er 3 Tage noch eine Nacht im Jail sein. Und am nächsten Tag fährt er dann mit, aber dann nimmt er eine Post und liest, was er angeht in der Welt. Und dann liest er in der Post, das Schiff, wo er hat gestern mitfahren, dass Inge gegangen und alle Menschen sind verdrungen. Und dann wundere ich mich manchmal, was ist ich hier? Das ist Gott hat dann einen Plan, right? Gott hat dann einen Plan, wo das wird alle ausschaffen. Dann kommt das Vater, wenn das jung, der kommt nach Kanada und hat da ein Baby, wo der dann geboren ist. Und das hat er gewusst oder nicht, weiß ich nicht. Aber anyway, er fährt nach Ireland, fängt eine neue Familie an und lädt Dad in Kanada. Und so das ist ein bisschen die Geschichte da. Nu zurückgekickt, die Familie wird hier und hat even Dad getroffen und hat keinmal nicht konnte down, aber Dad ist schwach, wie dann auf einmal hat er ein Lied, ab Jan eng, der hat ein Kit gekriegt, Weihnachten, so ein DNA-Kit oder was immer, merkt so ein DNA, und wenn du ein DNA das merkt, dann geht das in die Bank nehmen, dann hast du ein Register. Und so nu, dass wir auch im Kart, der hat wirklich noch einmal wisst, dass nicht Jan hat auch nicht, dass er hat einer gemerkt, dass wieder bist du einmal, zum sein ist es, was schaffen. Und genau fangen wir da seine Eltern, oder seine Freundschaft. Und so, was ich ganz von der hier mit der aller Welt merken ist, dass wir nicht nur ab hier mit beten. Wir haben noch nicht die Antwort gesehen, was wir lüren. Du hast noch nicht die Antwort, was du lürst für in dein Leben. Aber das können verschiedene Dinge sein, wo dir noch nicht gekommen ist. Aber ein Ding weit wir, wenn wir ab hier, dann wollen wir nicht kriegen. Und vielleicht betest du um something, was deine Kinder oder deine Urgroßkinder, wo ein Tag beleben, die wo sei, Dankeschön zu meinem Vater, zu meinem Großvater, was eine Großmama oder Mama, was nicht hat abgekehrt zum Beten. So war nicht ab hier, war nicht meid war. Ich würde fragen, dass ihr abstehen. Und so ich bis noch einmal fragen, dass ihr ein bisschen Tau merken. Und ihr hier einmal ein klein bisschen nähen lassen. Und das kommt, wo ich von rede. Because ich weiß, was ich dort fehlt, wenn einer betet und dort fehlt sich so, dass keiner hört dort. Und so, ich will die bis einmal Mut merken. Bleib beim Beten. Gott, du setzt unsere Troubles, du setzt unsere gute Dinge, du setzt all Fehlen verrückt von uns Leben, was wir uns nicht mal können ausdenken, was alle ausfallen. Und du hast eine Hand in dort. Help uns bis von der, dass wir vertrauen können auf die, dass wir nicht
möglich war, dass wir nicht ab hier mit beten, wann wir nicht für die Antwort sein für uns. Dass wir glauben, dass du hast einen geraderer Plan für uns. Help uns bis, dass uns Gebetsleben wird stärken, dass wir in Jesus Sien Nomen beten und das Leben gestreamt vom Wutter war durch uns durchran und dass sie kommen, wo die Gebete ankommen, dass es bis voll war. Und dass das wird ein scheinet gerecht sein im Himmel für die himmlische Vater. Für die Dinge, was wir hier fragen und für das, was du antworten hast. Ich will bis die danken, Gott, für die Gebetserhörung, was du hier hast, was du antworten hast, wo die Antwort hast dich haben und wo wir sein, dass du lebendig bist und Dinge verändern werden. Help uns immer festzuhalten an deine Versprechungen. Wir loben dich und wir sind dir Gott. Amen. Das ist ein Team, der ist hier fertig rein. Die sind bereit, für ihn zu beten. Und so, wenn ihr hier seid, angekommen mit something schwares oder gaudet, was immer das ist, ihr würdet gleich im Material kommt hier hin und ihr könnt mit ihm beten. Wir bis sein, hat eine gute Zeit in der Fairlife mit einer Coca-Cola und einer Chips. Happy Father's Day. I have learned